Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Ostersonntag. Schön hast du eingeschaltet bei unserem Vorprogramm vor dem Gottesdienst. Ich darf heute Morgen im Gespräch sein mit der Annika Ganz und dem Peter Mühlebach. Sie werden aus ihrem Leben erzählen, oder vor allem der Peter. Und Annika hat da einen guten Part dem dran. Und ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen haben oder was wir mit ihnen über sie dürfen erfahren. Es ist eine Geschichte aus dem Alpha Life und das freut mich natürlich besonders. Darum bin ich auch da, genau. Ja, Annika, du bist 33, bist Confiseur. Konditor-Confiseurin. Genau. Und du, Peter, muss ich schon schauen, du bist 53, verheiratet mit der Ursi. Die hat leider heute nicht dabei sein, gell? Die hätten wir sehr gerne dabei gehabt. Ihr habt 2 erwachsene Kinder und 4 Enkelkinder. Jawohl. Du bist Bäck, du hast eine riesige Bäckerei gehabt. Und die Annika hat bei dir die Lehre gemacht und nachher auch wieder bei dir gearbeitet. Ja, Peter, wenn man das jetzt so hört, dann tönt das ja ziemlich gut, oder? Riesige Bäckerei, Frau, Kind, Enkelkind. Ist das so gewesen, oder erzähl ein bisschen aus deinem Leben? Also mit der Bäckerei haben wir im 96 angefangen, klein. Da sind wir immer grösser geworden, haben auch immer viel Arbeit gehabt, haben immer viel gearbeitet und Kind haben wir schon auch gehabt. Und sind immer grösser geworden und sind gefangen gewesen, eigentlich in der Arbeit hinein. Es hat gut ausgesehen. Viel haben wir auch gar nicht gemerkt, weil wir sind gefangen gewesen in der Arbeit hinein. Und ja, das ist sehr viel gewesen. Das ist eigentlich dann, wir hätten an dem gar nicht umstudieren, wie viel Arbeit ist um. Wir haben einfach gemacht und wir haben funktioniert. Wir haben unsere Kinder aufgezogen. Wir sind immer rum gewesen, weil wir haben lange Geschäft und Bäckerei im gleichen Betrieb gehabt, im Haus. Und dort war immer jemand rum, aber immer viel gearbeitet. Und dann haben wir uns vergrössert, mehr Filialen, bis 50 noch mehr Angestellte und wir haben noch funktioniert. Ja. Was heisst jetzt das? Du hast gesagt, wir haben nur Arbeiten gehabt, oder das hat uns eingenommen. Wie hat sich das ausgewirkt auf dein Privatleben, also auf deine Ehe, auf dem, was du in der Freizeit gemacht hast? Oder wenn ich jetzt den Peter in der Freizeit kennengelernt hätte, was wäre das für ein Mann gewesen? Also wenn du mich in der Freizeit kennenlernen hättest du mich entweder in Form von einem Auftrag, du wärst zu mir ins Geschäft gekommen, hättest du einen Auftrag gehabt, oder du wärst ein Kunde gewesen, ich wäre zu dir gekommen, oder wir hätten uns irgendwo bei einem Lunch getroffen, also immer im Zusammenhang mit Arbeit. Das andere hat es nicht gegeben. Freizeit in dem Sinn, das hat es nicht gegeben. Auch die vielen Familienfeste sind an mir vorbei. Ich war immer am Arbeiten, ich habe zur Nacht gearbeitet und meine Frau den Tag tut. Und das haben wir uns natürlich auch sehr gut auseinanderleben. Wir haben uns auch nicht viel gesehen, vor allem wenn wir nicht gut hatten. Das hat es dann nicht einmal gegeben, dass wir es nicht gut haben. Und da haben wir 2 Schichten gearbeitet. Also wenn wir einander nicht haben gesehen, haben wir einander wochenlang nicht gesehen. Ja. Was hast du ihnen für Möglichkeiten gehabt, sagen wir Ventil, um an den Stress vom Arbeiten abzulassen? Arbeiten einmal sein, nicht studieren, nicht denken. Ja. Klar, mit der Zeit sind dann andere Sachen drin gekommen. Das sind so Ventile gewesen, die sind sporadisch gekommen. Das sind so ein bisschen Alkohol. Und, da hat man dann irgendwie die Dosierung nicht gehabt, wie viel aufs Mal. Und dann, wenn wir jemand mal so neu waren, dann hat es jemand mal gegeben, dass es überbordet hat. Und dann meistens eben dann noch recht massiv. He? Das sind so die Ventile gewesen. Zu viel hat es nicht geben, weil wir haben noch gearbeitet. Und du hast immer wieder bereit sein, oder? Ja. Und was hast du gemacht, um bereit zu sein, wenn du mal nicht bereit warst? Ja, es hat noch anders gegeben wie Alkohol. Und das haben wir auch noch mitgemacht. Und ja. Probier es ein bisschen rauszukitzeln, gell? Ja. Ja. Ja, es ist schon so. Es gibt noch so Drogen, die helfen, dass man wach bleibt. Ja. Sie nehmen aber auch noch mehr Kontrollen über einen nehmen, sehr Kontrollen. Und also wirklich, man merkt nichts, man ist nur noch am Funktionieren. Man ist nur noch dran und dann ist man auch noch gut drauf, oder? Weil dann hast du so viel, du bist am Umsickeln von einem Geschäft ins andere,
Business Lunch dort, Business Lunch dort. Dann triffst du angesehene Leute und bist in den gleichen Kreisen in daheim und du bist gefangen in einer anderen Welt hinein. Nicht in der Ruhe, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Da bist du im Schein hinein, bist du gefangen. Und du hast vorhin ein bisschen angetönt, deine Ehe, wenn man noch nicht gesehen hat, man eine Woche lang nicht gesehen. Was ist dort noch so nebendran abgelaufen? Ja, wir sind natürlich irgendwo durch, sind wir mit dem, was wir so gewachsen sind, beide überfordert gewesen. Ja. Und darüber reden haben wir im gewissen Sinn, wir haben nicht können, weil wir sind überfordert gewesen, beide. Dursi hat ihre Filiale gehabt, die sie müssen betreuen. Wir haben beide plus minus 25 Leute betreut. Sie Verkauf und ich Backstube, Konditorei. Und so haben wir natürlich, mit so vielen Leuten haben wir natürlich sehr viele andere Probleme auch noch gehabt, von außen gekommen sind. Und wir haben eigentlich gar nicht darüber reden, weil wir sind ja beide schon überfordert gewesen. Was wollen wir mit dem anderen noch kommen? Und dann sind wir jemanden aufeinander getroffen und dann, wir haben einander gar nicht gehört, oder? Sie kommt mit ihren Sachen, ich mit meinen Sachen. Wir haben einander meistens noch mit Vorwürfen vollgeladen. Und dann ist man einfach wieder raus, weil man hat ja nicht rausgewusst, wie. Ja. Also es klingt für mich recht einfach nach Funktionieren. Ja. Ja. Jetzt, Annika, du hast in dieser Zeit beim Peter gearbeitet oder die Lehre gemacht. Wie hast du den Peter erlebt? Unterschiedlich. Also in der Lehrzeit, ich glaube, da hat jeder mal Lampen mit dem Chef und so. Aber also ich muss auch sagen, manchmal war er eher ein bisschen zornig und wütend. Und er hat mich auch gerne ein bisschen herausgefordert im Glauben gegenüber oder Sprüche gemacht und zum Schauen einfach so ein bisschen testen, wie viel mag es leiden bei einer. Also er hat immer gewusst, dass ich Christ bin und dass ich auch so lebe. Aber er hat es gerne an mich so ein bisschen gestichelt, glaube ich. Ja. Das bist auch ein bisschen du, oder? Du hast mir gesagt, du bist ein bisschen sarkastisch. Das gehört einfach zu dir dazu. He? Es ist mir eigentlich, viele Sachen sind mir gar nicht bewusst gewesen, weißt? Ja. Die habe ich einfach gemacht. Und jetzt das, was wir jetzt so die Vorbereitung haben, wir reden miteinander und dann sagt sie gewisse Sachen, dann ist das wie heute ein Erwachen, was bin ich so gewesen? Ja. Also weißt, ich stelle nichts in Frage, das stimmt schon, aber ich habe mich gar nicht so erlebt, Ja. wie du mich erlebt hast. Und wenn ich dann das so höre, dann muss ich sagen, ja, wird schon so sein. Also ja, das ist so, ja. Dann hast du den Peter ein Alpha Life eingeladen. Vielleicht Alpha Life ist ein Gefäß, das es weltweit gibt, wo der christliche Glaube vorgestellt wird, aber auch ein Ort ist, wo man die Leute ermutigen, um sich einfach Zeit zu nehmen, um sich die grossen Fragen vom Leben zu stellen. Jetzt, Annika, du hast ihn eingeladen. Es klingt aber nicht, dass er dein Best Buddy war, wo du denkst, dann lade ich jetzt ein Alpha Life ein. Nein, also wir haben es gut gehabt. Nachher, als ich nach 10 Jahren wieder zurück ins Geschäft gekommen bin, um zu arbeiten, haben wir sicher auf einer anderen Ebene uns getroffen. Und ich habe Bibelschule gemacht in Amerika und da hat er schon ab und zu gefragt, was ich dann dort genau gemacht hätte. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass ihm und Ursi nicht so gut geht und selber nicht so recht gewusst, was mache ich überhaupt da in diesem Geschäft. Das war auch nicht immer einfach gewesen. Und dann habe ich wie Gott gesagt, jetzt musst du einfach klipp und klar sagen, wieso bin ich da. Und ich glaube, am nächsten Sonntag haben wir nochmal Werbung gemacht für den Alpha Life. Und dann habe ich gefunden, ich frage ihn einfach einmal. Ja. Und dann habe ich ihn am Samstag, bevor der Alpha dann am Montag angefangen hat, habe ich ihm einen Flyer auf den Tisch gelegt und gesagt, überleg's doch mal, ihr habt ja am Montag frei, vielleicht wäre das ja noch etwas für euch. Ja. Also Gott hat dir nicht gesagt, du musst den Peter einladen, das war für dich einfach logisch gewesen, nachdem Gottesdienst schon einmal aufgerufen worden ist, zum für den Alpha einladen. Ja, ich habe gefunden, ja. Vielleicht ist ja das der Auftrag, wieso dass ich in dieser Bäckerei bin. Ja. Ja. Dann bist du eingeladen worden, Peter. Weißt du noch, was denkst du in dem Moment? Oder was ist dir durch den Kopf gegangen? Also sie hat mir das gesagt, es wäre Alpha Life. Den Namen habe ich schon gekannt von Flach. Dort hat man schon gehört, dass gewisse Leute Alpha machen. Was es ist, habe ich nicht gewusst. Und du hast schon etwas gesagt vom Flyer, aber du hast auch gewusst, dass ich ihn wahrscheinlich nicht anschaue. Das war auch so gewesen. Ich habe das zur Kenntnis genommen und dann habe ich dann mit der Frau, wir haben dann irgendwie wieder etwas gehabt, wieder mal, ein bisschen Streit. Oder, ja, wahrscheinlich
einander wieder nicht gross gesehen, das Wochenende. Und irgendwie habe ich dann einfach am Montag gesagt, du, ist gut, ich komme. Ja, und unabhängig von mir hat meine Frau, glaube ich, ein bisschen vor mir noch zugesagt. Ja. Und dann habe ich meine Frau dann eben zu Abend dann auch wieder gesehen, im Alpha. Also hast du beide eingeladen, separat, oder wie? Oder? Ja, nein, du ist dann gekommen mit dem Flyer und hat gefragt, da steht sie nicht genau um welche Zeit. Und ich so, das heisst, ihr kommt. Ich habe am Ernst noch gar nicht gesagt, dass Dann habe ich am Ernst noch anrufen. Wir sind dann 3 mehr. Genau, also der Ernst ist Ja. der der Alpha Live geleitet hat zu dieser Zeit, gell? Genau, ja. Genau. Ja, also es war relativ spontan, die Sache. Dann, Genau. Das haben wir immer gern, wenn die Leute spontan kommen. Ja. Genau. Und dann sind wir gekommen. Peter, ich mag mich noch erinnern, ich bin nämlich draußen gestanden und habe dich begrüßt. Dann bist du gekommen. Was war dein erster Eindruck vom Alpha Live? Oder vielleicht so die ersten paar Mal? Mal dein erster Eindruck, den du vom Alpha Live gehabt hast? Habe ich schon mal jemanden gefragt. Und mein erster Eindruck war, ich habe das Gefühl, da sind die Leute ein bisschen alternativmässig unterwegs. Habe ich schon mal jemanden gefragt im Alpha-Kurs und dem hat es nicht gefallen. Aber ich sage meine Eindrücke, wie ich kann. Und ich sage nichts anderes. Das sind meine ersten Eindrücke. Ja, das ist gut. Der zweite Eindruck war der Ernst auf der Theke oben, wo er mich so anschaut und lacht mich an, wie ich ihn schon ewig lang kenne. Ich habe ihn nicht gekannt bis dahin. Ich keine Ahnung gehabt. Aber irgendwie war da irgendetwas rum. Und dann habe ich miteinander verreden, wie wir einander ewig wieder kennen. Und dann hat es uns Nacht gegeben. Wir haben einander eingeschrieben. So viel weiss ich nicht immer wieder. Ich mag mich noch etwas erinnern. Jedes Mal, wenn du gekommen bist, oder zum Teil sogar während dem Referat, ist eben so ein sarkastischer Spruch gekommen. Also du hast dort am Anfang doch auch mal etwas fallen lassen oder ein bisschen gegen uns geschossen. Ja. 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 Ist das Zeug schräg gekommen, oder? Nein, es ist mir nicht schräg gekommen, aber ich bin nicht sicher gewesen, ob es für mich ist oder nicht. Und, ja, und dann habe ich dann aber halt auch noch viel verschlafen. Ich habe, glaube ich, wirklich, die Vorträge habe ich eigentlich verschlafen. Da Genau, ich du bist... immer ein bisschen, wenn ich hocke, wenn ich laufe und mache und tue, ist alles gut. Aber wenn ich anhocke, dann schlafe ich ein. Genau. Du bist im vordersten Tisch, ich weiss es noch. Ja, hat mich das erste Mal hat mich das ein bisschen irritiert, weil es ist nicht lang gegangen. Ich glaube, 2 Minuten geredet, ist der Kopf hinten und das leichtes Nachlesen ist gekommen. Und ehrlich gesagt haben wir uns einmal schon gefragt, ja, was bringt das? Was bleibt beim Peter hängen? Was ist in dir abgegangen in diesem Moment? Ja, also mich hat es ein bisschen genervt. Weil, also ich habe ja die Zeit auch investiert und denke so, ja, eigentlich hätte ich am Montagabend auch anders vor. Und ich komme ja eigentlich, um sie zu begleiten, weil sie mir wichtig ist und der schläft die ganze Zeit. Und ich hätte mir ja gewünscht, er würde Gott kennenlernen. Und dann habe ich müssen lernen, dass ich das einfach abgeben muss. Und habe Gott gesagt, schau, ich habe meinen Teil getan, ich habe ihn eingeladen. Ich nehme ihn mit oder ich ermutige ihn, zum jedes Mal zu kommen. Und der Rest ist einfach in deiner Hand. Und anscheinend hat er das Richtige gehört, was er hören musste. Als Wochenende ist er an dir vorbeigezogen? Oder das, was uns wichtig ist er an dir vorbeigezogen, Peter, oder? Ja. Es hat mit dem angefangen, dass die meisten sind im Unterhotel waren und wir sind in der Sonne oben. Und wir haben den Ralf falsch Eingang verwünscht, wir sind ohne Parien. Und die hat bis am Morgen um 5 Uhr offen gehabt. Und da haben wir natürlich den Laden unterhalten. Ich kann das noch können. Oder? Am Morgen um 5 Uhr sind wir dann mal ins Bett. Ja. Ja. Und am Sonntag habe ich dann halt auch wieder geschlafen. Genau. Jetzt, du hast nicht so viel mitbekommen und trotzdem hockst du dort. Wo ist dir Jesus begegnet? Oder wo ist der Moment gekommen, wo du gesagt hast, hey Moll, ich glaube, mit dem Jesus ist etwas in die Hand, wo dich einschlagen, da will ich etwas Fixes machen. Also ich glaube fast, wenn ich jetzt ein bisschen höre, hat er so mehr gewirkt, wie das man denkt. Ich glaube, es ist schon mal die Gemeinschaft der Leute, wo ich empfangen worden bin. Ich durfte lernen, dass es in dem Alpha-Kurs, dass es um mich geht. Die wollen nicht den Beck, die wollen nicht den Geschäftsmann, die wollen mich. Und das war ein Prozess. Ich habe geschlafen, das stimmt. Aber sie haben mich nicht verurteilt. Ich bin nicht verurteilt worden. Mich hat man das nicht spüren lassen. Ich habe noch lernen, das sind Leute, die interessieren sich für mich. Es geht um mich. Und das sind natürlich
so ganz wichtige Prozessschritte gewesen, wo ich gelernt habe, mich noch jemand reinzustellen. Und nicht der Geschäftsmann, nicht der Sponsor, nicht der Kohle bringt, sondern ich als Mensch. Aber wo ist Jesus hineingekommen? Wo hast du gemerkt, der Jesus, der will dich? Ja, ich habe dann einfach irgendwann noch gespürt, es ist der richtige Weg. Es ist natürlich schon, gell? Ich meine, da hat so viel müssen aufgeräumt werden. Ich bin total auf einer anderen Seite gewesen. Ich musste dann zuerst mal ins Neutrale kommen und dass ich überhaupt auf die andere Seite komme. Und ich weiss dann einfach, ich habe immer gewusst, ich will mich taufen lassen. Ich habe gewusst, der Alpha ist gut, wenn ich auch nicht viel mitbekommen habe, aber er gewirkt, einfach gewirkt. Und die Taufe habe ich gewusst, die will ich. Und es hat dann schon noch einer gekämpft um mich, der hat mich nicht gehen lassen. Ja. Ich habe eine Taufe, bis zur Taufe habe ich noch ziemlich Gas gegeben. Ich habe nicht gewusst, das ist ein Schritt, wo etwas passiert. Und dann, ich habe immer das Gefühl, ich habe immer gesagt, Ernst, was ist, wenn ich mich taufe und es passiert nichts? Und der Ernst hat nur gelacht, warte ab, lass dazu. Sag ich, Ernst, was ist, wenn es bei mir nicht geht? Ich habe Zweifel an mir gehabt. Ja. Und das ist ein Moment gekommen, wo ich im Wasser rein war. Und dann ist die Taufe, dann bin ich runter. Ich habe noch sogar im Wasser einen blöden Spruch fallen lassen. Und vorne dran schon noch, ist noch einer gesagt, du, der Skiwerfer geht nur auf dich, gell? Und so bin ich noch. Und dann bin ich hinten runter und komme wieder Ruhe. Und dann ist etwas passiert. Ja. Also du hast dich zwar für Jesus entschieden, aber so wie du sagst, ist die Taufe für dich der Schlüsselmoment gewesen, gell? Absolut. Ja. Ich will nochmal begrüßen. Herzlich willkommen, wenn du jetzt eingeschaltet hast in unser Vorprogramm. Ich bin da mitten im Interview, im Gespräch mit dem Peter und der Annika. Die Annika hat den Peter in Alpha Life eingeladen und dem Peter sein Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Annika, was ist in dir vorgegangen, wo der Peter alles verschlafen hat und auf einmal fängt er von dem Jesus an reden, auf einmal will er sich taufen lassen? Ja, also die Veränderung ist wie sichtbar geworden plötzlich. Also man hat gemerkt, er wird ruhiger. Oder er ist eines Morgens ins Geschäft gekommen und hat gesagt, jetzt bin ich so überwältigend gewesen auf dieser Fahrt daher, wie schön das Natur ist. Und das habe ich vorher nicht gekannt von Peter. Der war einfach Vollgas gewesen und ja, plötzlich hat man wie die feinen Seiten von seinem Herz angefangen zu spüren. Ja. Und wo er auch zugelassen hat, dass man sein Herz spüren darf. Ja. Peter, dann hast du dich taufen lassen, nachher ist einfach alles gut gewesen. Ist einfach bergauf gegangen. Oder was ist denn nachher passiert? Nein, es ist noch nicht. Ich habe einfach mal gespürt, der Heilige Geist auf mir. Und nein, es hat dann schon noch viele Bewährungen immer wieder gegeben. Es hat zum Teil auch noch ein bisschen Rückfall gegeben. Es hat dann auch daheim noch Szenen gegeben. Ich habe eine Zeit lang noch allein gewohnt. Und habe aber auch gewusst, ich habe einfach den Weg zu. Ich habe gewusst, es ist jemand herum, der mich in die Ruhe bringt. Das ist Jesus. Und ich habe mit Jesus beten. Und ich habe dann auch gespürt, er ist immer da. Wenn ich jetzt auch allein daheim bin. Und ich habe mich angefangen wohlfühlen, allein daheim. Wollen wir jetzt mal unterbrechen, weil du sagst das so, also du sagst es recht diplomatisch, aber nach der Taufe ist eure Ehe wie auseinander. Also du ist ausgezogen, du bist allein gewesen. 31. Dezember ist sie fort und am 1. Januar nochmal fort. Ja. Und das Geschäft ist Bach abgegangen, Konkurs gegangen. Also ich mag mich an den Moment erinnern, wo ich dich gesehen habe, wo du gesagt hast, du hast eine Aussage gemacht und ich heute noch weiss, du hast gesagt, ich habe alles verloren, aber ich habe alles. Und ich bin nicht rausgekommen, du hast gesagt, meine Ehe ist fort, mein Geschäft ist abeinander, aber ich habe Jesus. Das Gefühl, kannst du das beschreiben? Oder was ist jetzt anders? Ich habe irdisch viel verloren. Aber ich bin in die Ruhe gekommen. Ich bin in die Ruhe gekommen mit Jesus. Und ich habe auf einmal gemerkt, ich muss gar nicht dem irdischen Zeug gefallen. Ich will Jesus gefallen. Nicht ich muss, ich will. Und er ist da. Und er ist ja der da neben mir ist. Er leitet den Arm um mich und sagt, du, komm, ich bin da. Und ich hatte dann noch Begegnungen gehabt mit alten Leuten noch, Vereinen, Business-Club da, und wo ich mit ihm gelaufen bin. Und ich bin gestärkt, aber anders. Das ist noch speziell. Ja.
Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, uns läuft schon die Zeit fort. Ich habe gewusst, dass es so wird kommen, dass wir mit euch noch mega viel können und tiefer gehen und noch mega viele Fragen können stellen können. Zum vielleicht ein bisschen abkürzen, also du bist wieder mit der Ursi zusammen, ihr seid zusammen, ihr seht aus wie zwei Turteltübli, wenn man euch sieht, Hand in Hand, mega schön. Letzten Sommer hat sich die Ursi taufen lassen. Willst du dir etwas erzählen? Also, ja, Vorher hat man den Peter nie mit Tränen gesehen. Jetzt gibt es jemanden, dass er Tränen in den Augen hat. He? Ich habe es auch nicht so gern. Ich habe einfach gewusst, ich wollte, dass sie sich taufen. Ich bin immer der, der gestossen hat. Und da hat mir Gott gesagt, lass sie machen, sie tut sich selber entscheiden. Und wir haben dann den Alpha-Kurs nochmal gemacht. Und dann kommt sie überraschend zu mir und sagt, ich lasse mich dann taufen. Mhm. Genau. Jetzt hast du ein kleines Geschäft. Du hast mir gesagt, ich muss nicht mehr leisten. Jetzt hast du ein kleines Geschäft. Was machst du heute? Ich mache heute noch für 2. Ich habe einen grossen Kunden, der hat Birchenmüsli von mir. Da mache ich Birchenmüsli. Ich mache ein bisschen Ravioli für den Spargelhof, für den einen. Das ist gut. Und ich will heute viel Zeit zum Betten. Das tut mich in der Ruhe behalten, wie ich noch nie in meinem Leben in der Ruhe war. Bewährungen habe ich immer noch, immer wieder. Sie werden immer schlauer. Also, sie sind einfach da, Bewährungen. Prüfungen immer wieder. Aber es geht mir super. Und ich danke der Annika. Das darf ich einfach auch sagen. Dass sie den Mut gehabt, mich zu fragen. Und das hat sich dann schon ein bisschen herausgespiegelt. Ich habe mich nicht so als schlimm in Erinnerung gehabt. Aber wenn ich dann so zurückschaue und denke, also für den Mut, ja. Oder? Wieso sollen sich die Leute an Alpha Life anmelden? Ja, dass einfach andere auch noch die Möglichkeit haben, um in die Ruhe zu kommen. Den Heiligen Geist dürfen spüren, aufnehmen, Jesus kennenlernen, weil das ist die unendliche Ruhe. Das gibt nichts Besseres. Annika, wer ist der Peter heute für dich? Also wenn du jetzt so siehst, so zum ehemaligen Chef oder was, ja? Komplett anders. Komplett anders. Ja. Ja. Also einfach so viel weicher, viel ruhiger. Mhm. Er hat auch schon für mich gebetet, wo es mir nicht gut gegangen ist. Ja. Und das ist irgendwie mega schön. Und er inspiriert mich auch. Also sein Feuer, das er noch hat für Jesus. Einfach so, ja, ich habe das und das wieder erlebt mit Jesus. Das ist manchmal, wenn man schon lange im Glauben ist, ist das wie so ein bisschen eingeschlafen manchmal. Und das kommt dann einfach wieder hinführen. Und dann denke ich, jawohl. Ja. Hat es sich gelohnt, den Peter in Alpha Life mitzunehmen? Ja, definitiv. Und was würdest du den Leuten sagen, wieso sollen sie andere in Alpha Life einladen? Ja, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Es braucht gar keinen anderen Grund. Leben könnte verändert werden. Und ich denke, alles, was es braucht, ist eine Frage. Und ja, Gott macht den Rest. Ja. Eben, auch wenn er schlaft durch die ganze Zeit. Gott hat schlussendlich doch geschaut, dass er das Richtige gehört. Ja. Jetzt hast du mir noch gesagt in den Vorbereitungen, es sei jemand vom Dorf gekommen und hat gesagt, was hat die Person gesagt? Ja, es haben ein paar gesagt. Also, wenn der Peter Gott gefunden hat, dann ist nichts mehr unmöglich. Dann ist nichts mehr unmöglich. Ja, weil du einfach nicht bekannt gewesen bist als der jetzt mega offensiv oder interessiert gewesen wäre am Glauben. Einfach wirklich, du bist ein mega Zeugnis, das umeinander läuft. Also wir wohnen im gleichen Dorf, darf man sagen. Ja. Darum kennt man uns halt beide. Aber das Ja. schön kommen wir zu dir, weil zu mir kommen wir es nicht. Aber ist okay. Hey, ich danke euch zwei für das Gespräch, Ja, dass ihr so offen seid, vor allem du, Peter, für deine Offenheit. Und ich habe sehr viel über Gott gelernt durch dich. Es ist ein riesen Wunder und ich habe also auch Tränen in den Augen gehabt, und ich mit dir zusammen deine Frau taufen durfte. Wir wären fast am Schluss von dem Vorprogramm. Genau, das ist ein Applaus wert. Danke. Für, dass du dich auf den Weg gemacht hast, für du, dass du ihn eingeladen hast und vor allem für Gott, dass er das Wunder gemacht hat. Oder? Ja. Wir starten am 12. April
mit dem Alpha Life. Und ich kann nur sagen, wenn du so etwas erleben willst, wie die Annika erlebt hast, dann lad deine Nachbarn, deine Freunde ein. Wenn du selber zuschaust und den Gott noch nicht kennst und sagst, hey, in bin ich auch in etwas gefangen, hey, dann melde dich an. Es ist völlig unverbindlich, es ist online, du kannst es von daheim aus machen und du kannst jederzeit, wenn es dir zu viel ist, den Laptop zumachen, dann sieht man dich nicht mehr und du bist fort und das ist kein Problem. Was Gott in diesen 2 Leben gemacht hat, kann er in deinem und im Leben von deinem Freund oder Freundin auch tun.